Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats. Weil das mein grosses Thema will ich einfach mal abgreifen, für zu weisen, inwiefern das auch so mal mit dem Spirituellen kann zusammenhängen, mit dem Hexiden, mit dem Magischen, eben mit den gesamten Punkten. Ganz viele Leute, die sich mit Okkultismus befassen oder mit all den Dingen, die ein bisschen mehr an die nicht so alltägliche Sachen gehen, die kommen auch irgendwie nicht zu dem Thema Paranormalfähigkeiten. Mir ist natürlich bewusst, dass für ganz viele Leute wahrscheinlich Television ausschlägt wie ein Bomb. Das spielt keine Rolle, ob man von X-Men schwätzen, ob man von Heroes schwätzen, von all den Sendungen und Serien, die darüber hinweisen, dass es Leute da gehen an den Serien, die natürlich mit einem absoluten wie soll ich sagen, Effekt natürlich muss über Television so rüberkommen, irgendwelche Fähigkeiten haben. Aber die Frage, die sich natürlich stellen, ist, gehen es Paranormalfähigkeiten, beziehungsweise was können Paranormalfähigkeiten sein? Und ich will darüber ein bisschen so angehen, für Pauline zu ziehen, aber auch Paulieren einfach abzumachen und abstehen zu lassen, weil am Ende zum engem Teil, weil man ganz viele Dinge haben, ja okay, Special Effects aber in der Television und sagen sagt, mir das man nicht wirklich ein Idee holen. Und auf der anderen Seite werde ich feststellen, dass das, was eigentlich am größten bekannt ist in sozusagen paranormale Fähigkeiten, das sind Passivfähigkeiten. Und genau da fängt ich schon mal an von wegen, was meine ich mit passive Fähigkeiten, was meine ich mit aktive Fähigkeiten, beziehungsweise wo sind Nuancen. Das sind so, dass eine Passivfähigkeit, die eben gerade passiven Zustand drin lädt, mit das sind Fähigkeiten, wo ich Sachen abhält, während aktiv das sind, wo ich Sachen an Aktion kann umsetzen. Also das wären so die zwei Dinge. Wenn ich von Fähigkeiten schwätzen, die nach gar nicht sichtbar sind oder die eine Person noch nicht an sich selber noch nicht wackig sind, dann gebe ich echt der Ebene von der Schwätzen, dass die nach abgeschlafen sind, latent sind, echt da wie eben wie gesagt, die Nuance zu machen zwischen passiven und aktiven Fähigkeiten. Dafür will ich auch lang das Wort abgreifen und ich gebrauche als einen ganz besonderen Grund das Wort paranormal. Die Leute die sagen, es wären übernatürliche Fähigkeiten, aber ich halte alle Fähigkeiten, die wir haben, nicht als etwas, was über der Natur steht. Sie gehören mit zur Natur, wir haben sich just nicht mehr umschirmen, weil wir ganz viele darüber verloren haben. Wenn ich aber so ein paranormal, da so nicht, es geht über die Normen von dem, was bekannt ist, raus. Also normal bedeutet an sich etwas, was der Großteil von unserer Gesellschaft, von unserer Welt eigentlich so als ja, eben alltäglich abhält. Also sobald das an irgendeine Richtung über die Normen rausgeht, da kann ich von paranormal schwätzen. Wie groß das Ganze von der Paranorm, also von der Norm erwäschelt oder nicht, das kennt ob den Einzelnen und das heißt, verschiedene Fähigkeiten sind auch einfach so schon an der Wissenschaft bekannt, sondern schon mal eine davon als Leute, die Klang gesehen, also man haben wir es auch gesehen. Du weißt ich, dass doch ganz viel an die Richtung gehen, wo ihr von den Autisten schwätzt, weil zum Beispiel ein Buch, wie ich das schon habe, Je suis né un jour bleu, das den David Tennant, meine ich, heißt, wenn ich mich nicht geirrt habe, den ein Autist ist, mit den berühmten Inselbegabungen an den erklärt, wie seine Welt für ihn ausgesehen hat. Also erklärt dann, dass ja, ein Tag eine gewisse Vorfahrt eben Zahlen zum Beispiel verschiedene Vorwendungen. Das heißt, das sind eigentlich verschiedene Sinne, die über die Normen rausgehen. Das heißt, eigentlich wäre es normal, kann ich sagen, für zu behaupten, wir können Vorwände hören, weil Vorwände sind Schwingungen, auch als Gehörsinn als Schwingungen, nicht mehr laufen sie auf komplett andere Level von Schwingungen, von Herzfrequenzen. Und insofern geben wir so, das ist der Grund, für was das nicht über den Nähe passt.
Mir wann aber irgendwo an denen Dingen se Neuronen an sein Bewusstsein ernst das nicht nimmen geschult wird, mehr auf Welt kom hast du daran ernst gepolt hast, da kann es sehen, dass eben die Frequenzen an einer Aspekte von unserem Gehirn hergreifen und dadurch für uns dann auch ein Bemol engen Furf kann hörbar sehen, beziehungsweise ein Ton kann sichtbar sehen. Das sind Sachen, die insofern absolut machbar sind, mit die eigentlich in paranorme Fälle, weil es über die Norm herausgeht, die bekannt ist. Das geht natürlich dann so weit, heißt immer noch immer, ob es so ganz irdischen Techniken in der Weg. Wie all die Fähigkeiten, die ändert den Ausdruck Hellsinne fällt, gehören dummer dran. Das heißt, es geht von Hellsehen natürlich gespart, das ist uns sich, sobald als Sichtweise über Normen von dem, was als, wie soll ich sagen, als Sichtfeld, als Sichtparametern von unserem Gehirn kennt abholen, wenn das über die Schwingung herausgeht. Und das ist der Grund, für was wir Leute tun, die Aura gesehen, für was wir Leute tun, die Verstorbene gesehen, also fern und so weiter. Das gilt natürlich auch beim Hellhören. Leute, die Schwingungen mitkriegen, die nicht mehr von dieser Ebene sind, also nicht mehr von unserer Frequenzen sind, mehr auf ganz andere Frequenzen in der WLAN. Es gibt auch so Sachen, was Schmache betrifft, was was Rieche betrifft, und dann natürlich den Sinn, wo da viel so ein bisschen zusammen hun der Tisch schwarzen sich get hell fühlen, und da sind dann die nach von wie krieg ich übersagt hell wissen schwarze. Ich will ein bisschen so rausholen, aber nicht außerhalb vom Thema von den paranormalen Fähigkeiten. Also hell fühlen ist effektiv, wann ich Schwingungen von der anderen Seite mitkriege und an dem Moment daraus auch spüren kann. Zum Beispiel Leute, die an ein Haus gehen und die spüren, dass du nach etwas nicht an der Reihe ist, dass du vielleicht eine Person dran gestorben ist, dass du große Streitfall, wo die Lastleute rausgeplant sind, etc. etc. Diese Sachen mitkriegen, die das Feeling einfach dafür haben, egal. Und dann haben wir eben den Aspekt, mit das sind auch immer aus Sinne gebunden. Und dann eben dem Teilwissen, das ist, dass ein einfacher Bemol so klatsch wissen wird. Und genau gesehen, da sehen wir schon mal, was die Paranormalfähigkeiten, also wie der klingt, Paranormalfähigkeiten, sind wir krass gesehen durch. Aber allein da kann ich schon extrem viele Mathe spielen, und das, was ich immer ein bisschen schwer fand, das ist, dass man schon so ganz viele Leute tun, die meinen, wow, ich will unbedingt gerne Verstorbene gesehen oder ich will gerne Aura gesehen, und geht ganz viel am Teil Sicht, was ich schon ein bisschen erklärt habe. Aber für mich, mal aufgesehen, dass alle Dinge sind Werte hat und dass sie noch gar nicht ausgekundschaftet sind, sie als für mich von den absolut herrlichsten Dingen, die gibt, das ist eben die Paranormalfähigkeit zu haben, die vom Feeling aus mir weit geht. Der Tisch kann eigentlich von einer extra Kinästhesie schwätzen, also extra am Sinn von sie geht über diesen Dingen wasch. Wie funktioniert die? Also ich kann immer Beispiele geben, rapport zu meinen eigenen Erfahrungen. Du könnt den Aspekt dabei von wegen, dass ich eine Sache kann aufhaken an Informationen darüber kennt. Meine Mom hat das auch an einer anderen Form hat, wie wenn sie zum Beispiel demonstriert schon am Internet, also sie hat irgendeine Information gesicht, wo sie wusste, dass an irgendeinem Buch war, dann hat sie die Bücher angepackt, und dann, wenn sie so angepackt hat, dann hat sie nie gesagt gekriegt. Also sie hat das, was den Stimmen nennt, das heißt, dann hat etwas gesagt. Und recht von den Dingen ruhig war, dann hat sie das richtige Buch am Grab, an der sie die Informationen empfunden hat. Ich selber habe es miterlebt an einer anderen Version, das heißt zum Beispiel einen Text von einem Lied vergisst, eine CD angepackt, an den Text war am Klakto, wofür es kein Grund genoss. Auch eben Bücher von wegen, an dem dritten Buch steht dran. All die Sachen von wegen, die ich aufpacken kann. Und noch dort zum Beispiel kann ich weiß, dass ganz viele Leute sagen, ja, ich bestelle zum Beispiel, ich kaufe lieber ein Buch an einem Geschäft, anstatt es zu bestellen, weil, wenn ich es bestelle über Internet, dann kann ich es nicht aufpacken. Probiert es aus, wenn der wirklich das Feeling hat, dass der ein Buch aufpackt und der wisst, ob es gut ist für euch oder nicht, dann probiert es aus, das mal ein Kehr über den Internet zu machen.
Et kann in den Handy operen, op dem ich grad am Gang als ein Dingens, wie soll so ein Buch zu bestellen, an effektiv an den Internet ranfielen, ob das richtige Buch ist. Das ist machbar. Und das sind zum Beispiel Sachen, wo ich euch einfach dazu invitieren, über die ganze Sache rauszugehen. Das heißt, über das, wo Leute sagen, oh nee, das geht nicht. Ich muss ein bisschen drüber schmunzeln, weil am Moment an der Formation, die ich mache über taoistische Talismanen, da habe ich auch da so einen Talisman dran und da habe ich den Meister gefragt, den Fabrice Jordan gefragt, am Sinn von, kann ich das auch so und so gebrauchen? Und du siehst, carrément, ja, spielt ein bisschen die Mathe, für das da Möglichkeiten mit der Technik finden. Und das betrifft auch Leute, die hellfühlend sind. Geht mal hin und probiert mal aus. Anstatt zu sagen, oh nee, ich muss das Buch aber wirklich am Grab holen. Wenn wir auf dem Gebiet können sicher sein, dass alles Schwingung ist, dass alles Potenzial ist, dass alles Donne, Data ist, die in an als Informationen ransetzen, da funktioniert das auch. Also insofern, ich invitiere Leute immer dazu, es auszuprobieren. Ein anderer Punkt, den auch zu den paranormalen Fähigkeiten gehört, wo ich eine ganz andere Erklärung dazu für ein Jahr in einem Buch gelesen habe, die ich auch mal durchgreife, ist natürlich Telepathie. Da gibt es so Punkte, da will ich effektiv einfach allgemein sicher sein. Natürlich, also sicher an meiner Erklärung sind, dass du auch versteht, wo ich die Nuance mache, wo ich den Cut mache dazwischen. Natürlich wissen wir ganz viele Leute, die auf einer Bühne stehen, von denen Tisch, die können Gedanken lesen, und die holen so kleine Tricken drauf, weil sie einfach gelehrt haben, Leute wie soll so, zu scannen, Mikroexpressionen zu sehen, oder Leute zum Beispiel, die hier gehen, also Schluss von einer Person leden, die kriegen mit, wenn der Körper ganz leicht in eine Richtung zuckt. So, das sind die Dinge. Das ist nicht unbedingt Gedankenlesen. Bedeutet, dass ich kein Gedanken lesen kann? Jein. Wenn nur das ein bisschen gesagt ist, so mal wie an dem am X-Men, wo ein Professor X dem anderen wirklich an den Kopf guckt, die Sachen sind mehr oder minder nicht an dem Sinn machbar. Ich will nicht sagen, dass sie gar nicht machbar sind, aber so in erster Stufe nicht. Aber der Sir Terry Pratchett hat an einem von seinen Büchern wunderbar erklärt. Er schwätzt von Spilled Words. Also wird die ausgeschöpft gesehen. Das ist das, was der Mensch denkt, aber wo er nach nicht auf jeder gefasst hat, auf was er zurückhält. Weil, das hält er nämlich an seinen Frontlappe von seinem Gehirn zurück, an die senden. Die senden durch die Spiegelneuronen, senden die energetisch Informationen aus. Aber wenn die andere Seite den hat, die gerade daran gut ist, für die abzufangen, die kann er wem oder mit der Runde rumlaufen, also den dort gerade da an der wird. Du gehst auch für mich ein von den absoluten Beispielen, weil ich will nicht so, dass ich nicht darüber gelebt und dass das geht. Für mich war meine Frau immer so, nee, also ich, ja, das können andere, aber ich nicht unbedingt. Und ich weiß genau, dass gerade am Gang, als ich fast sogar von lachen, während das heute lauscht hat, weil das war eigentlich just, dass ich Beispiel bringe, wo ich mit dem Schach gespielt habe. Wir schlossen das genau so abstehen, gerade einfach aus purem Spaß. Hier ist es darum gegangen, dass den Uri Geller hat ein Dinge gemäht hat an einer Sendung, weil er wieder ging, für über die Sachen zu schwatzen. Marlogie vom Uri Geller Halle, was er will, der nicht zu vergessen, ist schon in den ersten Jahren kannt, die ganzen New Age Esoterik losgegangen ist, an die ganzen Hype losgegangen ist. Der Tisch ist schon kennengelernt an den Interviews, an so, die ich gesehen habe, also ein ziemlich, wie soll ich sagen, stinknormaler Mensch eigentlich. Den hat kein Hype damit gemäht und so. Und heute die Sendung, die ist auch noch ziemlich an die Richtung gegangen. Und hier wollte eigentlich beweisen, dass ein Mensch, mehr oder minder, irgendwelche so Fähigkeiten haben, die über das gehen, was mehr gelehrt, die wir als Normen sehen. Und dafür waren hier gegangen, und dann hat die 4 Symbole gebraucht von den 10er-Karten. Wen 10er-Karten nicht kennt, da könnt ihr mal googlen, dass sie 5 Symbole und die sind effektiv gebraucht gehen, 4 zu gucken, ob ein Mensch
eng Dingen eng Fähigkeit huet sozusagen für de Gedanken abzufangen. Das heißt, den anderen huet Zechen geguckt, bewusst sozusagen dem anderen entgegen projiziert, an den huet dann gesagt, dass das an der Zechen und dann das geguckt gehen, ob er recht hat oder nicht. Also iwwer nicht nur ein Keier, mehr iwwer ein ganz Testreihe wäsch. An hin huet die Zeche geholden auch Geller und hat sich end ausgesicht und hat gesagt, dat das der Zechen der checkende Schlo an die Welt heraus. Und huet het opgezechen, huet an eng Enveloppe gemäht. Der Moderator se gin an dem Moment vun het ausgeschickt huet, hun ech net nëmmen de Steer fir hun gesinn, es schon an segem Akzent, dat huet Stern heiere, weil en huet so ein Akzent se net Stern wie mehr dat so me Stern so bisssen den S mi dus ausgeschwert. An dat as so bei mir gewircht, dass mein rational seit absolut gesot huet, du spënst komplett, het kann alles anders sinn. An die andere Seite, die dat opgefangen huet, die huet eng Sicherheit auf ausgestrahlt, wo ich selber bei mir gedacht hun, dat spënst lo grad. An dat war effektiv der Steer. Lo kann ich so Zecher ja Land hun fängt doch mal enkeer huet dawer eng Zeit lang mich spät huet net gemäht mat den verschiedenen Herbstiet. Ich hat die Sendung go net geguckt, ich sind drüber kom just dem Moment wo ihr seht, ich sende net aus, ich hat einen Eiffelturm für den an. Also war für mich klar, okay, du hast aber es was rausgeht. Ich froh mich zum Beispiel, inwiefern wann ein Mensch irgendwo mal aufhängt, ein Lied am Kopf zu holen, inwiefern das nicht mit zusammenhängt, dass irgendein anderen das Lied gerade gelauscht hat, und das durch irgendein Dingen durchsingen, weil ihm das Lied so gut gefällt, durch die Begeisterung so ausgestattet, dass andere Leute rundherum mit abfangen können. So als Beispiel. Das heißt, Leute, die auch zum Beispiel ganz gut, die aber nicht gut aufgestimmt sind, von denen sind ich absolut sicher, dass die automatisch an einer telepathischer Verbindung sind. Und das hat einfach aus, weil sie, ja, ob das selbst der Welle lenkt in der Weh sind, wie ihn so schön nennt, also das sind dummer schon an der Weh aus. Das können nur so, das geht echt da an die Aktivfähigkeit. Das heißt, das kann auf der einen Seite ein Passiv sein von dem, den es abfängt, mit dem der gut senden kann, das ist dann den die Aktivfähigkeit hat. Beziehungsweise weiß ich nicht, ob es Telepathie nimmen an der also am Empfang gibt oder am Senden oder ob das nicht automatisch die zwei oder den ist. Das sind so Sachen, die ich einfach schon mal abstoßen lasse. Was kann ihr noch dazu erzählen, was zu den paranormalen Fähigkeiten gehört? Ich weiß, dass ganz viele Leute, die sich mit Magie befassen, dass die ganz oft die gewohnte Stunde sich so vorzustellen, dass sie zwischen ihren Händen ein Feuerkohl haben. Sie schaffen mit den Energien. Das ist schon alles schön und gut, dass die Leute eben so Feuerkohle machen. Ich fand ein bisschen schwer, dass sie die Energie nicht wie praktisch ersetzen. Also Körper als Energie, das alles Schwingung, das alles eben eine Energie, die auch ausstrahlt. Man kann sie zum Teil zurückhalten, aber sie wird immer eine gewisse Ausstrahlung haben. Für was die nicht bewusst an eine Richtung ausstrahlen. Ich hatte dabei nicht am Sinn von, wie soll so, für eine Person umzuziehen so viel und so weiter, mir ganz pragmatisch und praktisch am Alltag. Die Energie kann ihn aussenden, wie ein Fledermaus den Klang aussendet, für sind Dinge, die für ihn nicht sichtbar ist, für die aufzuscannen. Auch das, ich invitiere es einfach mal auszuprobieren. Wenn du daheim sitzt, das Deich da und du wirst nicht gerade von dir hast, probiert mal, anstatt dass er nicht mehr hingeht, dass du okay, ich weiß, du könnt mit Aura zwischen der Mauer, die Energie ja so auszuschießen und zu gucken, was ihr könnt. Ich mache dann sogar einen Stones, wenn ich an eine Kreuzung rauffahre, die nicht sichtbar ist, da schickt mich die Energie in die Richtung, wo ich nicht gesehen, für zu wissen, ob man da ein Auto an der Straße entgehen könnte oder nicht. Also ich gebe keinem roten Plan zu fahren, mehr an so Momente, wo so Sachen kommen, zum Beispiel, ich kann dir schon gerade am Deichstrand ein Auto entgehen, den er schon hier plant, dass er in dem Moment die Fähigkeit aussetzt, für zu wissen, dass er für uns noch immer freie Bahn hat und dass er da nicht an etwas rennt. Zum Beispiel, ich habe doch, wo ich es gelernt habe, das war auch ganz spielerisch, ich habe es geschafft, an der Urstunde Faxapparat, und ich habe dann die Energie immer ausgeschickt, für zu gucken, ob er Faxdolung oder nicht. An eines Tages kommen sie an einen Muss direkt durchgedacht, heute ein Buch durchgefaxt, mir was eigentlich geschieht war das Putzvertierte zwischen so gemäht und an Energie aus wieder dir kommt an unserem kommen. Das heißt, was dabei auch interessant ist, dass
auch wenn wir tomate Schwingungen gebrauchen, die nicht an von dieser Ebene eigentlich sind, mehr sie kann auch mit dieser Ebene an Impact geraten, kann als Informationen über das Dinge gehen. Leute, die schlecht gesehen, die blind sind, da gehen da, die mit so einem Klickton effektiv hier gehen aufscannen an der genau Person, da steht Briefkasten, da ist ein Auto geparkt und so fort und so weiter. Der Tisch, du gesagt, wo an Aktivfähigkeiten übergeht. Lo kann ich die Sache bis wohin immer treiben. Natürlich kann man so sagen, sagen wir, okay, dann haben wir als Filme an der Sommer, wir haben einen Film wie Firestarter, kann ich dann Feuer starten. An diesen magischen Film, da gibt es die Erklärung, das ist alles Schwingung. Aber nicht mit meinen mentalen Fähigkeiten die Schwingung von irgendeinem Atom so an Blut kriegen, dass sie aufhängt zu überhitzen, mir sind mich sie Feuer zu machen. Also mich Sachen zu bewegen. Ja, an Mengen nahen 100%. Das ist just, weil wir keine Übungen damit zu schaffen, aber wenn wir an erster Stelle also auch nicht vielleicht direkt dort probieren und dann sagen, oh nee, also doof hier, also das packe ich einfach nicht, dass du als Zweifelelei für ihn haben, zu probieren, in die Richtung zu gehen. Ich meine, ja, wir sind natürlich, geht das nicht in die Richtung von Star Wars auf von Jedi Knights vielleicht, oder vielleicht auch. Es sind einfach der Meinung, dass wir auf ganz viele Gebiete keine Ahnung haben, was wir über die Normen erwaschen können, weil wir die Normen so angedrungen kriegen, dass wir absolut davon überzeugt sind, dass die unumstößlich sind. Also könnt ihr halt so ein bisschen Dinge mit von wegen, was kann möglich sein, was kann nicht möglich sein. Aber für die Leute, die schon so Aussatz haben von Fähigkeiten, wo sie merken, dass sie über die berühmten Zufall rausgeht, probiert aus, geht respektvoll mit spielerisch damit nehmen, aber probiert der an ihrem Dingen, an ihrem Punkt herauszufinden, was noch alles möglich ist. Weil ganz am meisten, während man an den 80er Jahren nach irgendwo mit den Sachen ziemlich echt unterwegs war, hat den ganzen Aspekt von der Neo-Esoterik, hat da als Gebiet von der wirklichen paranormalen Fähigkeiten im Jahren zurückgeht. Also will ich mit diesem Podcast ein bisschen Davitation starten, vielleicht das abzugreifen, wo andere Leute dran geschafft haben, probiert haben, ausprobiert haben. Vielleicht finden in den anderen so eine Fähigkeit, die nicht so geläufig ist, mit deren, ja, sein Leben vielleicht mir angenehm gestalten kann, andere Leute das Leben mir angenehm kann gestalten, aber wo auch einfach kann lernen, von wegen, vielleicht ist es mehr machbar, wie mehr eigentlich Momente durchwissen. Und Momente durch auch leben. Insofern, ich hoffe, du hast mal auf den Weg kriegt, vielleicht auch die Lust, erstmal auszuprobieren mit den Sachen, die du so nuancemäßig kennt. Und insofern, wie immer, merci für das Nachlauschtern. Schöne Mittag, schönen Abend, eine gute Nacht.